Das sei ja wie der Polizist vom Backnet. Das ist doch eine tolle Idee. Das kickt uns. Ja? Ich meine, wenn man ein Backnet interoperabel durchsetzen will, und in keiner Region der Welt ist Backnet interoperabel. Es ist in Asien nicht interoperabel, in Nordamerika nicht. Ja? Die Amme versucht es, das ist eine englische Version, dass man es wirklich interoperabel hinkriegt. Das wird überall vergewaltigt. Sie haben gehört, es gibt ein Forschungsprojekt, ja, das der Herr Hanke gekriegt hat. Also ich will nicht sagen, was rauskommt, aber es wird nicht ganz weit davon wegliegen, dass man eine Geräte- oder Funktionsklasse, Backnet Monitor definiert, dann aber auch wieder standardisiert. Das wird kein SIRE, nur SIRE. Das darf jeder auch machen, aber wir werden versuchen, die Ersten zu sein, das zu machen. Das ist die Frage, wann gibt es das? Ja, ich muss schauen, dass das synchron läuft, weil ideal für Sie ist es, wenn Sie als Lieferant sagen können, das Produkt, was da drin ist, die PCB1 oder die PCB3, das ist ein Monitor. Wenn dann einer kommt zu den anderen und sagt, ja, halt mal, aber es gibt Probleme, dann haben Sie die Referenz geliefert. Das ist eine schöne Sache. Damit wird das, was heute in der Praxis oft vorkommt, wir machen ca. 500 Applikationen, wurden letztes Jahr gemacht, so, mit Backnet, mit PCB. Ja. Wir haben oft das Problem, Sie haben Probleme als Integrator, dass Sie dann immer nachweisen müssen, ich bin es nicht, es ist der andere, ja, der von oben kommt vom Leitsystem und sagt, ja, da unten stimmt was nicht, und Sie rennen immer hin.